Bombardierungskrater, radioaktiver Schutt, die Atmung erschwerende Asche, Salzebenen und stark basische Meere. Auf Tuschanka gedeiht fast nichts. Vor Jahrtausenden war das anders. Da gab es unter dem Licht des F-Klasse Sterns Aralak, ein Wort des Reich-Clans, das Auge des Zorns bedeutet, Leben in Hülle und Fülle. Baumähnliche Pflanzen gediehen in dichten Urwäldern, ihre Wurzeln entsprangen seichten, schlammigen Meeren, doch dann wurde in einer evolutionären Hexenjagd Leben von Leben vernichtet. Die Kroganer entdeckten die Atomspaltung und schon bald darauf ging ihre Welt im nuklearen Feuer unter. Eine kleine Eiszeit mit nuklearem Winter tötete dann auch noch die letzten Pflanzen. In den letzten Jahrhunderten sind viele Kroganer auf ihre Heimatwelt zurückgekehrt. Durch das reduzierte Rückstrahlvermögen des Planeten ist die Temperatur global gestiegen. Um die Hitze erträglich zu halten, wurde am Lagrangepunkt L1 eine gewaltige Plane angebracht. Sie wird von der Ratsmission zur Durchsetzung der Entmilitarisierung RMDE instand gehalten, die auf Kampfstationen im Orbit stationiert ist. Hinweis der RMDE: Besucher von Tuschanka landen auf eigenes Risiko. Die RMDE unternimmt keine Rettungsaktionen für Bürger, die in kriegerischen Clan-Auseinandersetzungen geraten. Hinweis für Reisende: Die Ökologie auf Tuschanka ist tödlich. Nahezu jede heimische Spezies zeigt Raubtierverhalten. Selbst die verbliebene Vegetation frisst Fleisch. Von Vorstößen jenseits der bewachten Gebiete wird dringend abgeraten. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Grüße zurück. Wir sind nun unterwegs nach Tuschanka, um den Mordin und dem Grant zu helfen. Mordin und Granti Banti. Na bitte. Los geht's. Ich glaube, das mit dem Kodex da. Ich glaube, das lassen wir, ha? Schauen wir mal, wie wir das machen. Das weiß ich alles noch nicht. Und zwar Tagebuch. Grant. Tuschanka. Und Mordin. Tuschanka. Ja? Stehen bleiben, Alien. Sind Sie Chefe von der Normandy? Ja. Wen müssen wir jetzt reden? Bloodpack-Anwerber. Der Clanführer will mit Ihnen sprechen. Halten Sie Ihr brünftiges Haustier an der kurzen Leine. Wenn er das Ritual nicht bald durchläuft, sollten Sie ihn loswerden. Wissen Sie, was mit ihm nicht stimmt? Was er braucht? Mit ihm ist alles in Ordnung. Reden Sie einfach mit dem Clanführer. Ja, das kann ja heiter werden. Ah, ich glaube zu wissen, was da jetzt kommt. Wenn Sie Arbeit suchen, sind Sie auf dem falschen Dampfer. Das Bloodpack rekrutiert nur Kroganer. Aha. Das finde ich ja sehr interessant. Ah, schon langsam dämmert's mir. Tages kommen wir von diesem Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Schamane, Urdnot-Thron, Erdnot Rex. Ja. Landeplattform, wir müssen da oben. Die Chiffrierung der Berichte des Erdnot
simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Gut, also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem Anführer. Beides ist akzeptabel. Außerdem konnte ich keine hiesigen medizinischen Unterlagen einsehen. Ich schlage vor, den Clanführer um Hilfe bei Grunts Problem zu bitten. Wollen wir doch glatt erst. Wenn wir hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen können, warum nicht? Du warst gerade irgendwas mit Grunt reden. Warte mal kurz. Jetzt müssen wir auf die Karten nochmal schauen. Ich hab da nämlich was gesehen. Da müssen wir da hinten dumm und fertig. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Sieht aus. Guter Vern. Süß. Sitz. Brav. Geil. Das gefällt mir schon wieder. Munition. Todesmaske. Schildgurt. Oh oh. Oh oh, ich bin gleich wieder pleite. Ich mache jetzt mal meine Augen zu und druck einfach Damit nur... lässt sich was anfangen. Und druck einfach nur auf Kaufen. So. Munition für schwere Waffen, super. Schwere Pistole gekauft, bla bla bla, ja. Asymmetrisches Verteidigungsschicht, okay. Schildgurt, auch schön. Aber wir können alles brauchen. Gut, dann gehen wir mal... Der Kinder. Noch 5 Jahre bis zum Ritus, schätze ich. Ich glaube, es hatte meine Augen. Naja, down. Glaubst du wirklich, dass du bei einem deiner Ausflüge ins Lager eine fruchtbare Frau erwischt hast? Was ist da? Ich denke schon. Das soll die großartige Heimatwelt der Kroganer sein? Das Land von Kredak, Shiaga und Veol? Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hätte nie gedacht, dass ich den Tank mal vermisse. Genau, mein Halt. Humor. Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Sie Besprechung. wissen, was die Tradition verlangt. Der Urdnot-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Entschuldigen Sie mich. Shepard, werte Freundin. Für eine Tote sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Virmire nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Urdnot erst möglich gemacht. Virmire war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Urdnot zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Owenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Ja, Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Naja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. ja. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind.
Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Was ist so wichtig daran, einzelne Clans zu bewahren? Jeder Clan hat seine eigenen Sitten. Initiationsriten, Verhaltensregeln, Kriegslieder. Alles einzigartig. Diese Vielfalt macht uns groß. Kein Clan, nicht einmal meiner, ist dafür geschaffen, alleine zu überleben. Urdnot ist der führende Clan. Ist damit nicht auch Ihre Kultur die wichtigste? Im Moment schon. Aber jeder Clan hat seine besonderen Vorteile. Urdnot hat die besten Taktiker. Joggle die längste Ahnreihe. Gettertop die älteste Ansiedlung. Andere haben andere Stärken. Wenn wir weitermachen wie bisher, enden die Clans als Krater im nuklearen Dunst. Sogar Urdnot. Wir müssen neu über alles nachdenken. Neu beginnen. Was halten die Frauen des Urdnot-Clans von diesem Plan? Es war die Idee der Anführerin unseres Frauenclans. Das neutrale Gebiet ist sicher und bewegt andere Frauenclans dazu, sich mit uns zu verbünden. Angriffe auf Urdnot gefährden jetzt die Frauen aller Clans. Selbst Clans, die mich gerne tot sehen würden, werden den Urdnot-Clan verteidigen. Da haben Sie sich einiges vorgenommen. Wie läuft's bis jetzt? Besser als befürchtet. Schlechter als erhofft. Das muss ein Ende haben. Sie gehen gegen alles vor, was uns stark macht. Klingt, als würden Sie sich nicht allzu viele Freunde machen. Traditionalisten wie Owenk sind wie Varen in Ketten. Immer kämpfen sie und bewachen ihr lächerliches Stöckchen im Boden. Wenn der Rauch sich verzogen hat, pflanze ich unsere Flagge auf ihren Leichen auf und versammle die übrigen um ein neues Kroganer-Zentrum. Klingt, als würden Sie auch nach der Vereinigung noch mit jeder Menge Blutvergießen rechnen. Es wird dauern, aber ich werde nicht ändern, was wir sind. Kroganer werden nach der Stärke ihrer Feinde beurteilt. Unsere schlimmste Beleidigung ist, dass jemand es nicht wert ist, getötet zu werden. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanka zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okier in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiaga. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okier ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Der war gut. Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, Pubertätsritual. Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb.
Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Idiot! Nun, Grant, möchten Sie zu den Urdnot gehören? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Urdnot-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Der Urdnot-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision ihnen nur Vorteile bringt. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat Okeer im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Ich muss gehen, wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Feros und Ilos. Okay, zum Schamanen. Ja. Ach, ich und meine Orientierung in diesem Spiel, das ist ja so eine Geschichte. So eine unnötige. Ich glaube, da müssen wir irgendwo hier rauf. Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Dieser Müll sülzt dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen oder irgendwas reparieren, wenn du nicht jagen kannst. Es war ein Sondervideo über die Citadel. Schade, ich hätte es gern mehr gehört, aber wo ist der Schamane? Reiß dich in Stücke! Du hast noch nicht mal den Mumm, es zu versuchen. Ach, schade. Ich hätte es gern mehr gesehen. Charles Saraceno, Vorsitzender der Trockenlandpartei und ehemaliger Parlamentskandidat der Allianz, hat sich der Steuerhinterziehung für schuldig bekannt. Er ist derzeit in Haft und erwartet sein Urteil. Naja, bitte, jetzt haben wir es beieinander. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, um was jetzt gegangen ist, aber mein Gott. Muss ich alles wissen? Nein, habe ich nur Kopfweh. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Ulwenk. Die Riten der Urdnot gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwenk. Urdnot Rex hat uns die Genehmigung erteilt, um den Clan-Status für Grunt zu erbitten. Genehmigung? Das ist ausreichend, wenn auch ohne Kampfgeist. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Krant steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite.
Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte Ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine Sie wagen es. Dieser Mensch gefällt mir. Sie hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Sie haben sie provoziert. Ein guter Grund für mich, sie sympathisch zu finden. Wir sind jetzt Ihr Problem. Genau meins. Brauchen wir eine besondere Ausrüstung? Um den Ritus zu beginnen, sind nur der Kandidat und sein Krant vonnöten. Sie stehen doch auf Kampf, Shepard, nicht wahr? Auf das letzte Röcheln eines geschlagenen Gegners. Bringen Sie Ihre Kampfeslust mit zu Grunts Prüfung, dann wird er bestimmt erfolgreich sein. Ah, herrlich. Wird dieser Kroganer sich zu einem Problem entwickeln? Einmischung ist ihm verboten. Wird er es trotzdem tun? Während des Initiationsritus müssen Sie auf alles gefasst sein, Shepard. Aus dem, was ich von Ihnen weiß, entnehme ich, dass Sie keine Enttäuschung sein werden. Naja, dann... Wir haben lange genug gewartet. Erklären Sie uns den Ablauf. Immer diese Ungeduld, Shepard. Sie müssen nur wissen, dass Grunt geprüft wird und sich auf die Aufgabe einstellen muss. Na gut. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Großartig! Ah Gott, ich brauche ihn Mordin, aber trotzdem. Nein. Nein. Das ist die neueste Narbe, die Tuchanka davongetragen hat, die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Kroganer. Wenn Sie sich dem Urdnot-Clan anschließen möchten, müssen Sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich Ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Überleben. Zuerst eroberten die Kroganer Tuchanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen können. Da kommen Sie. Ich bin bereit. Na gut, Grunt, jetzt kannst du sagen, was du kannst. Der nächste. Sauberer Treffer. Nichtskönner. Da, diese Bestien Ich brauche wieder unser gutes Schrotflinten. sollen wissen, dass ich würdig bin. Kurz noch einen Blick. Das kommt jetzt gerade recht. Das kannst du fast laut auch noch sagen, Mordin. Schlagschuss. Hä? Mei. Ich sehe sie. Sie werden alle sterben. Sehr gut, Grunt, das will ich sagen.
Und die Waffe ist ein Hammer. Man gut, man muss eins sagen, ich bin relativ gut gelevelt auch schon, gell. Und ich hab wirklich nichts auslassen. Nicht einmal im ersten Teil kommt noch 4. Gut. Ich werfe sie. Direkt auf den Arm. Er hat sein Gaudi dabei, Einer ist ja? erledigt. Der Grant. Er ist tot. Wir neutralisiert. Der Grant ist schon ein lässiger Kerl. Sollen wissen, dass ich würdig bin. Einer ist erledigt. Er ist tot. Ohne Probleme. Er ist tot. So, können wir speichern? Ja, Baby. Kurzer Blick. Sei es drum. Bereit für eine neue Runde, Shepard. Natürlich. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Kurzen Blick, Junge. Kurzen Augenblick, mein Freund. Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. Ja, Junge, nur kein Stress, Alter. Missionen ehren kann niemand verwehren. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen emporgehoben, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Einen Feind, den nur wir in seinem Bau verfolgen können. Kriecher, komm! Was? Der Tod wartet! Oh mein Gott. Feindbeschuss. Kurzer Blick. Auf den Boden, sofort! Ich bin Kroganer! Einer ist erledigt. Ja, ich mach mal einen großen Ehrmehrswurm. Da kommt mir vor, ich hab da mit der Waffe nicht so viel Meter, ich weiß nicht warum. Viel Spaß. Hättest weglaufen sollen. Jetzt nichts, Könner.